Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Ich beantworte eure Kommentare Video. Ja Leute, diesmal die Kommentare zum 2:2 beim SC Freiburg. Falls hier jemand reinschauen sollte, der den Kanal noch nicht abonniert hat, dann lasst doch gerne ein Abo da. Findet ihr unterm Video den Button abonnieren, ist kostenfrei, unterstützt mich damit. Vielen lieben Dank. Und damit gehen wir rein in eure Kommentare. Ich bin gespannt, da werden ja bestimmt wieder ein paar Kracher bei sein. Tobis Lifestyle. Ich muss jedes Mal lachen, wenn der Choupo-Moting einwechselt. Einfach ein Witz, was bei uns gerade alles falsch läuft. Man kann Choupo hier reinwerfen, wenn man, keine Ahnung, sagt so 5 Minuten vor Ende oder was und du stellst vorne auf eine Doppelspitze oder ziehst einen Harry Kane auf die hängende Spitze oder sowas. Aber irgendwie einen Choupo-Moting auf rechts außen oder links außen zu bringen, ja, ist ein absoluter Witz. Patrick Lee, wir sind einfach nur schlecht. Ja, aber muss man ja auch mal sein. Christian Schwab, ich lobe mir die Robberie-Zeiten, habe diesen Offensivfußball einfach geliebt, zu dem aktuellen Stil wie Licht und Schatten. Ja gut, aber das ist ja auch schon, Tuchel spielt halt nicht so über außen. Also das ist ja schon die ganze Zeit, seitdem ein Tuchel da ist. Er ist halt mehr der Mensch, der durch die Mitte spielt, als wie über außen. Ja, wobei es im letzten Spiel ein bisschen besser war, aber dass wir irgendwie mal, du siehst ja, jeder Außenstürmer, der dann außen ist, der ist dann wieder auf einer Halbposition, versucht dann nach innen zu ziehen wie ein Sané und so weiter. Dass er wirklich mal außen durchbrechen und irgendwie mal rein spielen oder sowas, ist ja super selten bei uns. Ja, ist halt immer Geschmackssache, ne? Also ich fand das mit der Flügelzange auch sehr geil, aber andere Spieler, andere Zeiten und ich denke, wenn man ein paar bessere Abläufe hätte und ein besseres Kombinationsspiel, könnte man natürlich auch besser durch die Mitte spielen, aber so ist das gerade halt einfach wild. Heavy Helm, erstaunlich war für mich, dass kein Druck auf Freiburg im Ballbesitz gemacht wurde. Die konnten bis zum 16er machen, was sie wollten. Wenn man so gegen Lazio spielt, dann geht der FCB unter. Ja, aber das ist halt, ja, was soll ich sagen? Es ist halt unser aktuelles Leistungsvermögen. Die Baumis, ich würde mal sagen, bei Tuchel. Ja gut, das sage ich ja schon seit Wochen und Monaten, Alter. What's up? Das war mal wieder gar nichts. Und solange Tuchel noch da ist, wird sich das auch nicht ändern. Ich warte auf die nächste Saison und hoffe, dass es endlich besser wird. Ja, also diese Saison kannst du halt einen Haken dran machen. Machen wir uns nichts vor. Ja, vielleicht haben wir das Quäntchen Glück jetzt morgen, kommen weiter in den Champions League und kriegen dann vielleicht nochmal einen leichten Gegner und kommen da auch irgendwie weiter. Was weiß ich, aber alles andere ist Utopie und Meisterschaft, 10 Punkte. Ich brauche nicht mehr argumentieren, denke ich. Aber ja, ich habe es auch früh genug schon gesagt, aber irgendwie, wir haben ja eh keinen Einfluss auf irgendwas. Ne? Aber man hat den Zeitpunkt einfach lange verpasst, wo man noch hätte Einfluss nehmen können. Ich verstehe, dass man nicht wieder so einen Schnellschuss machen wollte wie unterm Nagelsmann, aber die Vorzeichen waren halt einfach ganz andere. Ja, auch die Entwicklung in den letzten 11 Monaten war ja eine ganz andere. Also die Situation konnte man ja gar nicht vergleichen. Allein von der sportlichen Entwicklung. Also, ich weiß es nicht, aber das muss ich, ja, die Saison muss ich die Vereinsführung auf die Fahne schreiben, dass sie so gelaufen ist. Ja, da hätte man ganz, ganz anders, viel, viel früher handeln müssen. Ja, jetzt gar nicht unbedingt den Trainer rauswerfen, das meine ich gar nicht. Aber in der Vorrunde die Leistung schön zu reden und sowas, das war schon der erste Fehler. Da hättest du schon die Spieler in die Pflicht nehmen müssen und denen mal klar machen müssen, dass es für den FC Bayern hier nicht reicht. Ja. Ja. Wieso ist Tuchel noch da, Fixie Goodman? Ja, weil die Saison eh gelaufen ist. Ja, auch wenn wir jetzt morgen ausscheiden sollten gegen Lazio, dann macht es auch keinen Sinn mehr, einen Tuchel rauszuwerfen. Warum? So, Liga ist durch, 10 Punkte nach oben, 11 Punkte nach unten. Ja, wenn wir jetzt Platz 5 nehmen, so, da spielst du um die goldene Ananas, die letzten Spiele. Ja, du kannst nichts mehr erreichen. So, ja, dann kannst du auch mal den Tuchel zu Ende schippern, die Saison. Wen interessiert's noch? Traurig, aber leider wahr. Tommy, wieder ein Tor nach einem Einwurf und dann kurz vor Schluss. Das 2:2 darf niemals passieren. Da kann dann auch kein Tuchel was für, wenn die halbe Mannschaft pennt. Ich sehe das immer ein bisschen anders, ne? Weil ich bin schon der Meinung, dass ein Trainer was dafür kann. Allein der Wechsel, ja, dass er dann Opa gebracht hat, der wieder alles durcheinandergewirbelt hat da hinten.
die Abwehrreihe sich wieder neu formieren musste, das war völlig überflüssig. Das war völliger Dummfick. Ja, und dann denke ich schon, dass das auch ein bisschen Einfluss hat. Und nochmal, am Ende des Tages ist der Trainer auch dafür verantwortlich, dass die Mannschaft bis 90 Minuten lang da ist. Aber klar kannst du die Spieler da nicht außer Pflicht nehmen, das ist ja auch klar, ne? Also, nicht falsch verstehen. Realist, wie viele XG geholt, Herr Tuchel? Ja, kam diesmal leider gar nicht zur Sprache. Realist, ich würde Hermann Gerland die restlichen Spiele zum Trainer machen. Ja, ich glaube, weiß gar nicht, der Hermann ist doch schon gar nicht mehr in München, glaube ich. Adrian, Dienstag wird sehr schwer. Ja, mit Sicherheit. Cassandro, ich finde deine Noten schon sehr, sehr gnädig. Bei jedem Spieler, der Katastrophe war, kann das Beste eigentlich nur eine 5 sein. Bei dir ist es dann regelmäßig doch eine 4. Die 4 für Kimmich ist ein Geschenk, überfordert und katastrophal. Kann keine 4 sein, aber immer wieder ein Genuss, dir beim Resümee zuzuschauen. Ja, ich habe so reflektiert, heute noch. Und ja, man hätte wahrscheinlich alle, wie du es schreibst, man hätte wahrscheinlich jede Note einhochstufen können. Ne? Aber ich bin abgestumpft, Leute. Es ist passiert. Ich bin einfach abgestumpft. Ja, ich bin abgestumpft. Es hat mich nicht mehr emotional mitgenommen. Ja, das ist traurig. Aber so ist es einfach. Ja, die Saison habe ich abgehakt nach dem Bochum-Spiel, vorher schon. War die Meisterschaft abgehakt. So, wo soll ich noch fiebern, Alter? Das Spiel gegen Leipzig habe ich gefiebert. Das war wichtig, dass wir die Distanz haben. Eben genau, weil wir die restlichen Spiele nicht alle gewinnen werden. Ja? Also, dass wir Platz 4 safen, dass wir in die Champions League kommen nächstes Jahr. Alles andere, ich bin Realist genug, als die Meisterschaft ist für mich schon lange abgehakt. So, was soll ich mich jetzt da noch aufregen bei so einem Spiel in Freiburg, Alter? Ja? Es ist nicht. Morgen, da rege ich mich auf. Ja. Da könnte es emotional werden, je nachdem, wie es laufen wird. Aber in der Liga jetzt mal ernsthaft. Was sollen wir uns denn da jetzt noch aufregen? So, die Vereinsführung hat die Saison hergeschenkt. Da muss sie sich nicht wundern, ja, wenn wir Fans sie auch herschenken. Ja, so hart sich das anhört, aber so ist es einfach. So. Sollen wir da jetzt noch sitzen, sollen uns da jeden Samstag aufregen, dass wir den Grottenfußball weitersehen? Ich denke, nein. Ja. So, die Vereinsführung hat gesagt so, ach, scheißegal, scheiß auf die Meisterschaft, wir ziehen das mit dem Tuchel durch. Hat die Quittung dafür gekriegt. Ich denke, jetzt hat auch der Letzte gerafft mit 10 Punkten, dass das Thema endgültig durch ist. So, was willst du dich jetzt noch aufregen? Du guckst dir das an, ja, du bewertest dann. Du siehst schon, welche Maßstäbe man mittlerweile hat. Ja? Man erfreut sich ja schon daran, dass ein Musiala nicht mehr jeden Ball verdribbelt. Ja? Daran erfreut man sich ja schon. Da ist der Maßstab hingekommen. Also, ja. Aber ich verstehe das. Ich spreche da auch gar nicht gegen, Cassandro. Also das kann, wie gesagt, Benotung ist immer jeder aus seiner Warte, ne? Und ja, wenn ich man hätte alles eine Note schlechter geben können. Hast du auf jeden Fall recht. Franz Steidl, ich bin endlich froh, wenn die Saison endlich vorbei ist. Kann man nicht mehr ansehen. Und was der einwechselt, ist einfach Mist. Ja, ansehen kann man es schon noch. Man muss halt nur... Sorry. Man muss für sich den Umgang damit finden. Ne? So. Ich habe meinen Umgang hier. Ich kann meine Gefühle verarbeiten hier auf YouTube. Das ist mein großer Vorteil. Ich verstehe das, wenn das einige von euch nicht können und das noch ein bisschen verbissener sehen oder sich da triggern lassen oder ärgern lassen. Mein Gott, wir haben eine schlechte Saison, wir spielen schlechten Fußball und wenn man das so sieht, wie ich das sehe, wie ich das die ganze Saison schon gesehen habe, vom ersten Spieltag an, habe ich gesagt, wir spielen einen Grottenfußball. Wir stehen nur auf Platz 2, weil wir super viel Glück hatten, dass 2, 3 Spieler in Form waren und durch Einzelaktionen die Spiele entschieden haben. Der Fußball war grottig. Mal abgesehen von Dortmund, Stuttgart und vielleicht neben noch Bochum dabei. Selbst Darmstadt, wo es eine klare Kiste war, war der Fußball teilweise grottig. Und wenn man das so sieht, dann weiß man, was die Zukunft bringt. Und es war klar, dass die Rückrunde so laufen wird, wie sie gelaufen ist. Dass wir 3 Spiele in einer Woche verlieren, natürlich nicht. Ja, aber dass wir nicht die Ergebnisse erzielen mit derselben Art von Grottenfußball wie in der Hinserie, war einfach logisch. Ja, und deswegen bin ich da ein bisschen
Bisschen abgestumpfter vielleicht mittlerweile. Nudutsch. Gleiches Bild wie die ganze Saison schon. Ja, passt den Ball zu Musiala und hoffe, dass er 4 Abwehrspiele austeilt. Selbst die Kommentatoren sprechen das langsam an. Dass Positionen nicht gehalten werden, deutet darauf hin, dass die Spieler mit der Spielidee des Trainers nichts anfangen können, beziehungsweise es keine Idee gibt. Ich hoffe, die obere Etage ist schon auf der Suche nach einem Feuerwehrmann, weil da passt einfach gar nichts mehr. Tuchel total emotionslos, selbst nach Führungstreffern. Es kommt einem so vor, als wäre es ihm scheißegal. Ja, das ist es ihm auch. 100%. Ja, der sportliche Ehrgeiz natürlich wird noch da sein, aber Tuchel ist doch auch nicht doof. Jetzt mal ernsthaft, meint ihr wirklich, der hat jetzt gedacht vor dem Freiburg-Spiel, geil, wir haben nur 8 Punkte Rückstand, wir schreifen nochmal voll ein ins Meisterrennen. Er weiß auch, dass der Drops gelutscht ist. So. Der weiß, dass es am Ende der Saison geht. Was meinst du, wie viel Bock der hat, da sie die Bundesligaspiele zu bestreiten? Ja, bestimmt so richtig Lust hat er dazu. Und immer richtig lustig, diese dummen, idiotischen Fragen von der Presse anzuhören. Hat da richtig Bock drauf. Ja, ganz bestimmt. Kann man halt auch schon irgendwo nachvollziehen. Ne? Aber Feuerwehrmann für was? Was willst du löschen? Die Saison ist durch. Ne? Habe ich gerade schon gesagt, 10 Punkte nach oben, 11 nach unten. Also es gibt nichts zu retten oder zu löschen. Der Drops ist gelutscht. Gerd Berger, 4 Sonntagstore, 2 für uns und 2 für Freiburg. Aber dazwischen haben wir es versäumt, die einfachen zu machen. Und nach dem zweiten Tor haben wir wieder Angsthasenfußball praktiziert. Das Traurige ist eigentlich, dass man Freiburg wirklich angemerkt hat, dass sie körperlich nicht so auf der Höhe waren. Und trotzdem hat das gereicht. Das ist das Traurige. The Cretan Runner, der letzte Bayern-Trainer, der bei einer Führung auf Mauern und Resultate halten umgestellt hat, war Trapattoni. Tuchel veranstaltete seine private 90er-Retro-Party an der Seener Straße. Nur leider tritt von den heutigen Akteuren keiner in eine Werbetonne. Es gibt aber auch keine Werbetonnen mehr, oder? Wenn die Werbebande treten. Soldier Krieger HD. Es kracht und pfeift bei uns aus allen Löchern. Ja. Adrian, hoffe echt, dass im Sommer auch 4, 5 Spieler gehen müssen. Das Schöngerede muss aufhören. Tuchel hat seinen Teil, aber auch die Spieler, die können teils keine Pässe mehr spielen und annehmen. Ja, das ist ja auch das einzig Positive, was wir mitnehmen. Ja, guck mal. Wir nehmen mit. Eberl ist da, er hat gesagt, so, jeder muss sich beweisen, blasöls. Und die gleichen Spieler spielen den gleichen Murks. Leute, die Saison ist durch, seid froh, dass diese Spieler den gleichen Murks spielen, weil es gibt dann kein Argument, diese Spieler zu halten beim FC Bayern, sondern wir können sie einfach knallhart aussortieren. Punkt. Weil es ist an der Zeit. Michaelis, was mir wirklich auf die Nüsse geht, ist diese permanente Ballverlust. Das ist wie in der Kreisklasse A. Und über die Chancenverwertung müssen gar nicht drüber sprechen. Ich weiß wirklich nicht, warum Tuchel Tell nicht links spielen lässt. Keine Ahnung. Es stimmt, Tell war gestern wirklich schwach. Das mit Müller sehe ich überhaupt nicht so. Er passt sich in Leistung anderer Spieler an. Ansonsten stimme ich deiner Einschätzung soweit zu, Groß Michael. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst, auf Müller bezogen. Aber es ist auch völlig okay. Man muss ja nicht immer einer Meinung sein. Ja, mit Tell auf rechts habe ich halt auch nicht verstanden. Niklas, das war ein Spiel, das gewinnt man, wenn man besser wechselt. Ganz einfach. Das war eine ganz gute Leistung nach der 25. Da musst du mehr Tore machen. Chancen waren da und am Ende mit der alten Aufstellung hätten wir es gewonnen, ohne dass man Upa bringt und auf Fünferkette stellt. Ja. Aber im Nachhinein kann man das immer einfach sagen, ne? Weil wir sind ja alle Klugscheißer im Nachhinein. Aber ja, ich denke auch, dass das unnötig war. Dass das da jetzt nochmal kompletten Wirbel reinzubringen, wenn man weiß, dass die Mannschaft so instabil ist. Weil vorher stand die Abwehr eigentlich einigermaßen okay. Ja. Habe ich auch nicht verstanden. Keine Ahnung. Johnny, vielen lieben Dank. Charlie Victor Stopp. Hey Kai, auf welcher Position fühlst du Kimmich eher? Als Sechser oder als Achter? Als Sechser auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Kimmich ist für mich kein Sechser. Ob er ein Achter ist, weiß ich nicht. Müsste ich mal sehen. Mit einem Sechser an seiner Seite. Ja, also ich wüsste auch nicht, ob es einen Menschen auf diesem Planeten gibt, der mich davon überzeugen könnte, dass Kimmich ein Sechser ist. Ich habe da so viele Bilder direkt im Kopf, wenn ich den Kimmich auf der Sechserposition sehe. Die verlorenen Zweikämpfe, dieses Hinterhergerenne, dieses
unter Druck komplett aus dem Spiel zu sein und so weiter und so fort. Deswegen weiß ich nicht, ob er ein Achter ist, weil ein Achter kannst du halt noch eher unter Druck setzen, ne, indem du ihn einfach in Manndeckung nimmst. So, da muss dein defensiver Mittelfeldspieler ja noch nicht mal so weit aufrücken, dass er den Sechser unter Druck setzt. Er braucht nur den Achter unter Druck setzen. Und da ist ein Kimmich einfach schlecht drin. Ja, wenn der unter Druck gesetzt wird, ist er nicht fähig, sich daraus zu lösen. So, das ist leider so. Das ist ja auch nicht schlimm, aber so ist es halt. Deswegen weiß ich das nicht. Wäre mal nett zu sehen, aber ich glaube, es gibt bessere Alternativen diesen beiden Positionen, selbst bei uns im aktuellen Kader. Marco Günther, Musiala ist für mich auch ein Sinnbild, warum wir uns in der Offensive momentan so schwer tun. Wir haben zu viele Spieler, die immer wieder zu egoistisch denken. Kaum Doppel- oder Steilpässe vom Strafraum. Unsere Flügelspieler trauen sich kaum Flanken zu. Glaube nicht, dass so die Strategie von Tuchel aussieht. Das glaube ich schon. Weil das sehen wir seit 11 Monaten. Wir haben teilweise 10, 15 Spiele gesehen, wo noch nicht mehr hinterlaufen wurde. So, man sagt jetzt sich als manche, ach Leute, komm, wir spielen nicht mehr über Außen. Wir haben nur einen Harry Kane da vorne drinne. Der ist doch kein Knipser, der kann doch nichts. Brauchen wir doch gar nicht über Außen spielen und irgendwelche Flanken versuchen. Das sagt man als Mannschaft, oder was? Als Mannschaft, die jahrelang das zelebriert hat, über Außen zu spielen? Nein, seitdem Tuchel da ist, Tuchel möchte, dass die Außen in die Mitte ziehen. Das kommt ja nicht von der Mannschaft. Die Mannschaft sagt doch nicht, ach ja, komm, wir spielen jetzt nicht mehr über Außen. Also das ist doch Schwachsinn. Unsere Flügelspieler trauen sich kaum Flanken zu. Glaube nicht, dass so die Strategie von Tuchel aussieht. Uns fehlt ein guter Zehner, der vorne die Übersicht behält, um gute Flügelspieler, die auch mal ins 1 gegen 1 gehen können und auch mal eine gute Flanke reinbringen können. Mit dem 1:1 gehe ich mit. Und das konnte Coman die letzte Zeit nicht, wenn er über rechts kam. Das kann Sané nicht mehr, seitdem er auf der rechten Seite spielt. Ja, da stimme ich dir zu. Aber nochmal, ich bleibe dabei, dass das eine Trainergeschichte ist. Ansonsten musst du andere Spieler dahinstellen. Wenn ich als Trainer da bin und sage, hier Leute, euer Hauptaugenmerk ist darauf, euch an der Außenlinie durchzusetzen und Flanken reinzuschlagen, und die Spieler machen das seit 11 Monaten nicht, dann würden diese Spieler ja nicht mehr spielen. Also. Christian, bin durch Zufall auf den Kanal gestoßen. Deine Reactions gepaart mit dem trockenen Humor sind wirklich sehr unterhaltsam. Vielen Dank dafür. Grüße aus Hamm nach Hamm. Ich bin nicht in Hamm, ich bin in Aalen. Aber vielen lieben Dank natürlich. Ne? Freut mich natürlich zu lesen. Hallo. Bayern war vor nicht allzu langer Zeit ein körperlich dominantes Team. Mittlerweile hat man das Gefühl, dass die alle total außer Form sind. Ja. Speed, Zweikampfstärke, alles weg. Fast jeder spielt weit unter seiner Bestform. Ja. Man muss sich langsam Sorgen um die Champions League Qualifikation für das nächste Jahr machen. Nee, das brauchen wir ja nicht, weil wir gegen Leipzig zum Glück gewonnen haben. Ich glaube, man wird da in Kürze die Reißleine ziehen und Tuchel vorzeitig gehen lassen. Nee, das glaube ich nicht. Also jetzt muss man den Scheiß durchziehen bis zum bitteren Ende. Punkt. Ja, man hatte die Möglichkeit vor Bochum. So, da war noch ein bisschen was drin auf die Meisterschaft gesehen. Jetzt hatte man die Chance, vor dem Champions League-Spiel jetzt den Tuchel zu entlassen, nach dem Champions League-Spiel, ob man jetzt ausscheidet oder nicht, wäre komplett jeden verbrannt. So, aus welchem Grund? Ja. Nochmal, wir haben 11 Punkte auf Tabellenplatz 5 Vorsprung. Das heißt, du müsstest ja jetzt schon erstmal 4 Spiele am Stück verlieren. Ja, und die müssten erstmal alle gewinnen, die dahinter stehen. Also das ist schon wild. Ja, wer weiß, vielleicht erleben wir noch, dass es spannend wird. Keine Ahnung. Zum Ende hin, aber ja. Also jetzt wäre ja komplett Banane. Dann hätte man das Formel-Lazio-Spiel machen müssen. Aber wir werden sehen. Wir werden sehen. GB, im Nachhinein klugscheißen ist gut gesagt. Warum lässt man Saragossa nicht spielen? Muss man als FC Bayern jetzt schon ein 1:2 verwalten, was wir nicht können? Ja, warum haben wir in Köln ein 0:1 verwaltet in der kompletten zweiten Halbzeit und haben uns dann dafür gefeiert? Kann ich nur immer wieder bringen, dieses Beispiel, weil es mich katastrophal zerfickt hat im Schädel. Das ist unser Anspruch. Ja, und dann ist auch unser Anspruch, Musiala auszuwechseln und einen Opa zu bringen. Ja. Als klares Signal, wohin die Reise geht. Was ja auch gar kein Signal an den Gegner ist. Jawohl, jetzt können die noch nicht mal mehr in Konter fahren, weil kein wirklicher mehr da ist, der die Bälle, den Raum nutzt. Von der Mittelposition aus. Ja,
hat richtig was gebracht. Rayu is back. Der Trainer lebt hinterm Mond. Wie kann man Tell rechts spielen lassen? Und wofür holt man Saragossa als Koman-Ersatz und bringt Choupo, der weg ist, null Zukunft mehr hat, was den Verein betrifft? Was gute Videos, weiter so. Jo. Gregor. Ding ist, die Aufstellung war sogar relativ gut. Im Vergleich zu vielen Spielen vorher, Tell hat er diesmal die Chance gegeben und dieser hat es auf dem Platz herausragend bestätigt. Nee, hat er leider nicht. Auch Musiala war top. Klar, die Auswechslung war nicht ganz glücklich diesmal, doch wir müssen bedenken, dass wir auch vor Opa und Choupo ein Tor völlig unnötig kassierten. Manchmal haut es hin, manchmal nicht. Choupo zum Beispiel ist erst letztes Weekend ein wichtiger Assist zum 2:1 gelungen. Und als Joker durchaus was wert. Nur warum wir nicht auf ein 3:1 drücken und stattdessen Musiala dann herausnehmen, um defensiver zu agieren, ohne aber eine ordentliche Defensive erst zu haben, nur um das Tor doch noch zu kassieren, das ist wie eine Komödie von Black Edwards gemacht. Völlig unnötig von Tuchel und das bestätigt die derzeitige Qualität. Es ist gruselig. Es ist aber auch einfach so, dass das gesamte Spiel schlecht ist. Da ist kein Offensivfußball, kein Kontern, keine Ordnung in der Abwehr und allgemein keine Spielphilosophie vorhanden. Ja, das ist unser Problem. Tuchel hat ein Jahr Zeit, diese Philosophie zu entwickeln und das ist ihm schlicht nicht gelungen. Richtig. Drängt der Gegner, lässt man sich zu schnell und zu leicht unter Druck geraten. Dass man nicht mal Freiburg souverän auskontern kann, sobald sie mehr aufmachen und dadurch sogar selbst zum Tor drängen, spricht einfach Bände. Eigentlich, ja, aber wie soll das auch klappen, wenn man dann den Spieler rausnimmt, der in der Mitte das machen würde? Eigentlich sehe ich auch kaum einen Sinn, mit diesem Trainer nur einen Tag noch weiterzumachen. Doch wen wollen wir jetzt als Interims kurz vor der Champions League einfach so aus dem Hut zaubern? Spätestens nach der Bochum-Pleite hätte ich Tuchel entlassen. Nee, auch das wäre schon zu spät gewesen. Dann hätte man nur ein bisschen mehr Zeit gehabt. Aber auch die Führungsetage bei den Bayern agiert kopflos. Letztes Jahr warf man Nagelsmann für keinen vernünftigen Grund mitten in der Saison raus, obwohl man in allen Wettbewerben relativ gut dabei war. Während bei Tuchel alle Argumente gegeben sind, diesen längst zu entlassen, doch da agiert man dann wiederum stagnierend in Ohnmacht. Richtig. Ohne klare Ziele für die Zukunft. Wie ist das vernünftig oder mit Logik und rational zu erklären? Hier handelt es sich um den reinsten Hühnerhaufen. Die letzten 2 Spiele waren schon besser, auch von der Einstellung her. Und Tuchel hat zumindest versucht, mehr was an der Aufstellung anzupassen. Doch diese Entwicklung kommt viel zu spät. Ohne Spielfluss und mit so reichlich vielen strukturell vorhandenen Problemen nebenher ist das ohnehin irrelevant. Da liegt der Hund begraben. Es ist so schlecht, dass Tuchel bereits gegen Freiburg resigniert, anstatt den Sack solide zuzumachen. Ja, aber da hat Tuchel natürlich auch eine gewisse Mitschuld, ne? Das muss man ja auch sagen. Und wie gesagt, viele Spieler spielen halt auch nicht auf ihren besten Positionen und ach, ich brauch's nicht wieder aufrollen, Alter. Ich stimme dir natürlich so zu, ne? Kurt Londe, ihr seid halt verwöhnt. Ich finde, Freiburg ist nicht zu unterschätzen. Ich habe die gegen Frankfurt gesehen. Das war eines der besten Spiele, die ich letztens gesehen habe. Oft spielt man auch so, wie der Gegner es zulässt. Die haben euch in der ersten ordentlich zugesetzt. Bayern war natürlich auch bedingt durch die jetzige Situation teilweise richtig verunsichert in der ersten. Umso mehr Respekt, wie sie dann wiedergekommen sind. Ja, aber es ist schon schlimm, wie so eine Mannschaft auf dieses Niveau herunterkommen konnte. Da hätte man schon zuvor die Reißleine ziehen sollen. Nein, wir sind nicht verwöhnt. Wir sind titelverwöhnt. Ja, wir sind vielleicht auch guten Fußball verwöhnt. Ja, dann sind wir doch verwöhnt. Aber nicht mehr diese Saison. Diese Saison waren wir noch gar nicht verwöhnt. Letzte Saison eigentlich auch schon nicht mehr, nur die Hinserie. Ja, also sind wir seit 1,5 Jahren oder seit einem Jahr, jetzt sind wir definitiv nicht mehr. Zumindest wenn man sich den Fußball anschaut. Und es unterschätzt keiner Freiburg. Wir haben uns die letzten Jahre immer super schwer getan in Freiburg. Darum geht es gar nicht. Ja, darum geht es nie. Es geht auch nicht um die Meisterschaft, es geht immer nur um die Art und Weise. Phineas, Fogg und wieder waren unsere Tore nur durch 2 Einzelaktionen gefallen. Durch Tell und Musiala. Wer hätte es gedacht, oder? Mehr habe ich nicht gesehen in unserem Spiel. Pavlovic und Neuer waren gut. Ja. Ich überlege gerade, ich weiß nicht, wann wir mal das letzte schön herauskombinierte Tor mal geschossen haben. Ich kann mich nicht wirklich dran erinnern. Oder wie viele es von diesen immer noch am meisten Tore in der Bundesliga gewesen sind. Also viele waren es nicht, muss man fairerweise sagen. Wuchti, wo ist der schöne Fußball bei uns hin? Ich meine, das gierige, das schnelle Spiel nach vorn, das tolle Kurzpassspiel. Kurz gesagt, alles das, was schön Fußball ausmacht. Ja, seitdem Tuchel da ist, gibt's das nicht mehr.
Andi, war halt ein Glückstor. Welches Tor hat Tuchel eigentlich gemeint? Er meinte das 2:2 natürlich. Loli, ich hoffe, dass Müller am Ende der Saison erkennt, dass er entweder die Schuhe an den Nagel hängt oder als Mir Samir in der Mannschaft im Hintergrund steht und er als Förderer im Team agiert. Leider hat er im Vergleich zu Schweini, Lahm und Robben den Zeitpunkt verkannt, aufzuhören. Bayern sollte, wenn Müller das nicht von alleine schafft, ähnlich vorgehen wie bei Ribéry und ihn etwas anstupsen. Mit 34 ist das auch okay. Ja, aber man hat den Vertrag ja schon verlängert, also man stupst da gar nichts an. Und das sogar zur gleichen Kondition. Hut ab. Mr. Edward Bear Grylls. Trotzdem würde ich das Risiko nicht mehr gehen und Tuchel vorher lassen, in der Hoffnung, dass der Mannschaft nochmal ein wenig Leben eingehaucht wird. Ich denke, dass der Vorstand ähnlich sehen wird, obwohl es diese Mannschaft eigentlich nicht verdient hat. Ja, habe ich ja gerade auch gesagt. Ne, jetzt brauchst du den Tuchel auch nicht mehr entlassen. Jetzt ist der Drops gelutscht. Gerard, bei Tell hatte der Tuchel aber auch keine andere Wahl, weil Sané nicht im Kader war und nur deswegen. Darum ist der Tuchel null verantwortlich dafür. Naja, er ist ja schon da verantwortlich dafür, dass er ihn aufgestellt hat. Ne? So, er hätte da ja auch einen Leimer auf rechts hinstellen können oder sonst wen. Also, das ist schon, da ist er schon für verantwortlich. Ne? Das muss man schon klar sagen. Aber wie gesagt, die rechte Seite war auch nicht wirklich seine. She Babyface, danke für deine Analyse. Für nächstes Jahr wünsche ich mir ein knallrotes Bayern-Trikot. Ich wünsche mir, dass aufgeräumt wird. Wer keinen Bock auf den Verein hat, kann gehen. Aber du weißt auch selbst, der Fisch stinkt vom Kopf in der Vereinszunge, läuft seit Jahren viel schief. Ja, aber da wurde der Kopf ja jetzt mehr oder weniger abgeschnitten. Ja, also Bratzo und Olli sind weg, jetzt ist Freund ist gekommen, jetzt ist noch ein Eber gekommen, also was willst du noch austauschen? Dann müsstest du den Uli und den Rummenigge aus dem Ausrichtsrad jagen oder was? Also mehr kannst ja nicht abschneiden, wie wir es jetzt getan haben in der letzten Zeit. Ja. Ich denke, das Problem, was wir jetzt hatten mit dieser ganzen Tuchel-Story, ja, ist einfach, dass da ein Dresen sitzt und ein Heiner und die halt null Ahnung vom Fußball haben. Jetzt mal drastisch gesagt. Die werden natürlich ein bisschen Ahnung vom Fußball haben, aber halt nicht diese sportliche Kompetenz, wie es so Max Eberl hätte oder Christoph Freund. So, Christoph Freund hat man aber leider beschnitten, indem er nicht in dem Vorstand angehört. Und deswegen hat man das Thema Tuchel vor sich hergeschoben, bis Max Eberl da war. So ist mein Eindruck. So, und jetzt ist die Saison gelaufen, jetzt brauchst du den Tuchel auch nicht mehr rauswerfen, das macht keinen Sinn mehr. Kannst du jetzt zu Ende schippern, die Saison, und gut ist. Thies Hamann, das waren wirklich tolle 3 Wochen, 10 Punkte Rückstand aufgebaut. Einerseits waren die Tore von Tello Musiala wirklich schön anzusehen, andererseits kann ich mich nicht so wirklich darüber freuen. Weil solche Einzelaktionen Ausdruck offensichtlicher Ideenlosigkeit sind. Gegen Lazio erwarte ich ein sehr schweres Spiel. Die werden sich noch mehr hinten reinstellen. Was sollen sie auch tun? Sie müssen ja nur das 0:1 verteidigen. Wenn es gut läuft, gehen wir mit einem 1:0 in die Verlängerung. Ansonsten habe ich ja ein Villarreal-Gefühl. Ich glaube nicht, dass wir mit einem 1:0 in die Verlängerung gehen. Also Immobilie darf man jetzt nicht unterschätzen. Je nachdem, wer in der Viererkette aufläuft. Michael Steiner. Ja, jetzt denke ich selber schon, es gibt die Mission Tuchel. Setze einen Spitzenkader kreativ so ein, dass er nicht funktioniert. Kommentiere das alles dann mental, damit keiner sieht, dass es ein Kaputtkonzept ist. Und beim Training lässt es so gut laufen, dass unter der Woche keiner eine Chance hat zu merken, was gespielt wird. Normal müsste ich jetzt Akte X-Sound einspielen. Philipp, diese Mannschaft treibt mich noch in den Wahnsinn. Wirklich wild. Umbruch hoffentlich bald, inklusive Trainer. Wie immer gute Analyse. Philipp, gehe ich mit. Christian, Kane kam, um Titel zu gewinnen. Ja, muss er dann halt nächstes Jahr machen. Ich und mein Holz, das ist maximal nur Durchschnitt. Stark wie Christian Streich seine Truppe perfekt eingestellt hat. Warum schafft das Tuchel eigentlich nicht? Der trifft als Trainer so viele Fehlentscheidungen bei der Aufstellung, Tell auf rechts gestellt. Sehe den Sinn nicht. Saragossa hat wohl auch gar keinen Kredit bei Tuchel. Die Saison ist einfach nur ein Krampf. Ja, leider. Buchs. Ich denke mir auch so, wenn der Coach halt nicht coacht, dann versuchen das manche Spieler selbst auf dem Feld. Ich finde, es zeigt nochmal, wie wenig Tuchel die Mannschaft leitet. Ja. Denn wenn sie genug Führung, Spielidee und Taktik vom Trainer bekommen würden, müssten sie nicht auf dem Feld alles selbst organisieren. Dann kommt dabei sowas raus wie Müller. Müllers Chaos. Ja, vielleicht auch einfach, ich kann mir schon vorstellen, dass Tuchel das tut, die Mannschaft ihn aber einfach nicht mehr ernst nimmt. Ja. Christian Lazio mit 3 roten Karten auf Betriebstemperatur. Ja.
Auch gelesen. Mr. Crucifixon. Guten Morgen erstmal. Musste das gestern erst einmal sacken lassen. Wenn man kein Matchplan mit an die Hand bekommt, dann schaut ein Spiel so aus, wie das unsrige gestern. Möchte da jetzt auch kein Bashing betreiben. Ich denke, wir alle sehen, dass das nicht so weitergehen kann. Kimmich ein Totalausfall, Note 6-. Ich dachte sogar kurzzeitig, dass er heute noch auf Stürmer umschulen will. Kimmich und Müller auf der rechten Seite war eine Offenbarung. Und natürlich lief das meiste der Freiburger auch über diese Seite. Dadurch, dass Kimmich stets rechts außen hängende Spitze oder Stürmer warte, unsere Abwehr des Öfteren Unterzahl. Musiala bis zum Tor abgemeldet, danach auch nicht wirklich besser. Pavlovic fehlt noch eine führende Hand an seiner Seite. Denke, dass Dyer da was machen könnte. Aber der war ja beschäftigt, den Laden halbwegs intakt zu halten. Siehe Kimmich. Pavlovic war heute ein wenig langsam in seinen Entscheidungen, was aber auch am Standfußball von uns gelegen haben könnte. Tell war heute ein Lichtblick und der einzige zusammen mit Dyer mit der richtigen Körpersprache. Ja, da bin ich bei dir. Auf rechts macht das keinen Sinn, zumindest wenn Müller versucht, irgendwas zu coachen. Nach seinem Tor hatte der Junge richtig Aufwind bekommen und versuchte sogar schnell das Passspiel in Doppelpässe. Naja, aber wir kennen das anscheinend gar nicht mehr. Und folgerichtig hat bis auf Kane keiner verstanden, was da jetzt passieren sollte. Der ist gut, der Satz. Den fühle ich. Kurzum, taktisch eine Vollkatastrophe. Wenn wir gegen Lazio rausfliegen sollten, dann bin ich echt gespannt. Max Ebel hat seit gestern mehr als nur eine A5-Seite abzuarbeiten. Ja, der hat die jetzt umgeblättert und hat noch die ganzen Spielernamen draufgeschrieben. In diesem Sinne euch allen ein schönes Wochenende. Ja, gehe ich mit. Tobias, ich vermute, dass es dem Bayern-Spieler am Biss fehlt. Da gehört einiges dazu, so jung und vermögend zu sein und zu leben wie ein Fürst und trotzdem immer wieder zu beweisen, dass das verdient ist. Da gehört dann ein bestimmter Charakter dazu. Müller hat den, aber er wird nicht jünger. Aber wer von der Truppe hat das denn noch? Ach, ich glaube schon, dass das einige haben. Aber ja, diese ganzen satten deutschen Nationalspieler haben das halt nicht mehr. Aber die sind auch nicht mehr jung. Van Bekenes. Läuft doch. Bereits 2 Spiele ungeschlagen. Ganz genau. 4 Punkte aus 2 Spielen. Das ist jetzt auch nicht so schlecht. Ne? Also. Und auch nur 3 Gegentore in 2 Spielen. Das haben wir ja vorher pro Spiel kassiert. Also ist das schon eine Steigerung. Chris? Ich hoffe so sehr auf Sascha, auf hinten rechts, denn Kimmich fehlt einfach die Physis und die Schnelligkeit. Kimmich gehört für mich auf die Bank. Also ich glaube, wenn Kimmich sich auf die Aufgabe konzentrieren würde, die er da zu erfüllen hat, würde das schon gehen. Aber wenn er dann teilweise versucht, da vorne dann noch lass uns nicht mit Kimmich anfangen. Tubetin. Und was wird, wenn sich Italiener, die Catanaccio oder so ähnlich Meister hinten reinstellen? Es wird zum Weinen. Ja. Bernd, da muss man doch gar nicht so viel reden. Die Mannschaft ist so, wie sie ist, kein Team. Unglaublicher Abbau von Fähigkeiten, Einsatzwille und Lernbereitschaft. Wenn sie nicht das tun, umsetzen können oder wollen, was der Trainer vorgibt, dann ist es doch völlig egal, wer diese guten Truppe trainiert. Immer alles auf Tuchel zu schieben, ist unterirdisch. Die Probleme sind doch für jeden sichtbar und das seit dem großen Pokale einsammeln unter Flick. Danach fing doch der schleichende Niedergang an. Die Farce von Flick mit Hassan nur, weil er Bundestrainer werden wollte, wo er dann ja prompt versagt hat. Unter Nagelsmann ging das dann weiter und Tuchel, der ist zu bedauern, hat die Scheiße dann voll geerbt und abbekommen. Ja, der Tuchel ist richtig zu bedauern. Wie viele Trainer sollen denn noch kommen, bevor man an die Realität rangeht? Die Mannschaft gehört verändert. Mindestens 6 bis 8 Spieler müssen weg. Und ganz vorne Kimmich, Goretzka, Gnabry und Sané. Prost! Ja. Von dem Sinn deines Postings gehe ich mit. Alan Taylor. Der SC Freiburg hat ein richtig starkes Spiel gemacht und FC Bavaria hat ihnen die Räume gegeben. Ja, haben sie auch ein gutes Spiel gemacht. Banja, guten Abend, ich sage es jetzt schon. Die PK vor dem Spiel und auch das Interview vor Anpfiff. Tuchel wirkt irgendwie neben der Spur. Das Ding ist durch. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass man sich jetzt von ihm trennt. Zum Spiel. Sehr schwach begonnen. Gerade die Seite von Kimmich und Tell war schwach. Da Tell das nach hinten verweigert hat. Was später aber besser wurde. Kim war insgesamt immer wieder fehlerhaft. Was später leider nicht besser wurde. Sieh das auch gleich so. Gegen Ende der ersten Halbzeit und lange Zeit in der zweiten Halbzeit lief es dann gut. Gerade die Umstellung, dass Goretzka tiefer stand, war gut. Müller heute wiederholt sehr unglücklich, wie auch Kane. Was mich aber besonders aufgeregt hat, warum er am Ende die Kette umstellt und Opa reinbringt. Das weiß ich.
Es läuft einigermaßen gut. Man hat das Spiel im Griff. Ja. Und er verunsichert mit dem Wechsel gerade die Abwehr. Und warum hat er so eine Angst? Statt lieber weiter das Spiel zu machen, wie gesagt, werde nicht schlau aus Tuchel. Nun ein Video gesehen. Keine Ahnung, was du immer mit Goretzka hast. Er hat sich auch in der ersten Halbzeit gesteigert. Ich fand ihn in der ersten Halbzeit unterirdisch schwach. Aber das ist ja auch völlig okay, wenn du ihn anders gesehen hast. Musialas Tor gegen Freiburg sah wirklich fast genauso aus wie das von Wirtz gegen Freiburg. Er gehört einfach nicht auf links oder rechts. Naja, der hat immerhin ein Tor gemacht über links. Aber ich sehe ihn auch nicht auf Außen. Ich bin da voll bei dir. Aktuell reicht es nicht für mehr als Bundesliga-Durchschnitt. Ist richtig. Oldschool. 2 Spiele in Folge ohne Niederlage. Ist doch schon eine kleine Serie. Antagon. Es ist einfach nur traurig, wie viel Potenzial ein Tuchel womöglich verschenkt hat, indem er einen Tell so gut wie nie spielen lässt. Der Junge brennt für den Verein, vielleicht manchmal ein bisschen übermotiviert, aber auf jeden Fall ein Kämpfer, den wir gerade jetzt so dringend brauchen. Kane und Müller, das passt auch nicht. Kane Stärke, das fallen lassen und einen steilen Pass spielen, dafür ist Müller zu langsam. Ja. Ist ja auch eigentlich eher dann Müllers Rolle. Den Stürmer dann eher einsetzen und nicht andersrum. Hätte statt Müller gerne einen Saragossa gesehen. Wer weiß, ob wir ihn überhaupt unter Tuchel einmal von Anfang an zu Gesicht bekommen. Wahrscheinlich nicht. Jimmy, bin BVB-Fan, aber ich mag deine Videos. Ja, vielen lieben Dank. Heidi Eber. Streich hat Leidenschaft und Feuer. Tuchel ist eine Schlaftablette und demotiviert das Team. Gut, dass bald Schluss ist. Master D. Ganz bitterer Abend für Tuchel. Nicht gewonnen und Tell hat ein Tor geschossen, obwohl er nicht als Joker kam. Wie kann Tuchel denn jetzt noch auf jeder PK rechtfertigen, dass Tell nur als Joker etwas bringt und überhaupt kein Selbstbewusstsein hat? Der ist böse, der Kommentar. Aber leider true. Helga, heute hat Tuchel endgültig bewiesen, dass er nichts bei Bayern zu suchen hat. Nee, das hat er schon lange bewiesen. Neben Musiala und Müller beim Stand von 2:1 runter bringt Muteng und Upa. Was ist das für ein Zeichen an eine Mannschaft? Anstatt aus 3:1 zu gehen nach diesen Wechseln, wusste ich, das geht in die Hose. Der Typ hat uns die Saison locker 10 Punkte vercoacht. Ja, das weiß ich nicht, da müsste ich mal nachdenken, aber ja. Christian, ist ja alles lächerlich langsam. Schmeiß den Tuchel raus und stell ihn sauer oder egal wen dahin bis Ende. Alles besser als die TT und seine Leistung. Blue Eyes. Ein Unentschieden in Freiburg kann man durchaus als Erfolg sehen und mit dem auswärts erzielten Punkt zufrieden sein. Ich fände es schön, wenn der FC Bayern mal zu so einer vernünftigen Grundhaltung zurückfinden würde. Ja, auch du weißt nicht, worum es hier geht. Ist aber auch nicht schlimm. Ich gebe dir recht, man kann natürlich in Freiburg mit einem Punkt auch mal zufrieden sein. Freiburg ist heimstark. Wir haben uns da immer schwer getan die letzten Jahre. Darum geht es am Ende des Tages auch gar nicht. Ist aber auch nicht schlimm, wenn man hier nur mal kurz reinguckt und dass das vielleicht das erste Video ist, was man sieht, versteht man das nicht. Es geht die ganze Saison schon um die Art und Weise und nicht um die Ergebnisse oder Titel. Die Baumich, deine Noten sind so nett. Neuer 2,5. Kimmich 5, Dyer 3,5, Kim 4, Guerrero 4, Goretzka 5, Pavlovic 4, Musiala 4, Müller 5, Tell 4, Kane 4,5. Ja, guck mal, dann habe ich doch, wenn du jetzt eine Note runterzählt, sind wir auf ein Level, oder? Ungefähr? Passt, oder? Ich sag ja, ich habe alle eine Note zu gut bewertet, weil wir haben einen Punkt geholt, Leute. Wir haben doch gerade unseren Vorredner gehört, man muss auch mal zufrieden sein mit dem Punkt. Christoph, wenn Bayern Dienstag rausfliegt, nimmt Tuchels Reputation tatsächlich mal Schaden. Die hätten sich vor 2 Wochen trennen sollen, wäre für alle Beteiligten das Beste gewesen. Bis zum Ende der Saison Hermann Gellner plus Co-Trainer Arjen Robben kein Scherz. Naja, es ist... Alter, du hättest da auch einen Römer Kai hinstellen können, der World Squad trainiert hat. Du hättest einen Demichelis da hinstellen können, der schon die zweite Mannschaft trainiert hat. Es ist doch nicht so, dass wir keine Trainer haben, die irgendwie auch ein bisschen Respekt ausstrahlen oder sonst was. Also das hättest einen Marc van Bommel holen können für den Rest der Saison oder sonst wen. Also das wäre doch alles gar nicht das Problem. Ja? Man wollte sich halt einfach nicht die Blöße geben im Vorstand. So, das ist das ganze Thema. Und deswegen haben die Saison an die Wand gefahren. Morpheus, wir können, glaube ich, froh sein, wenn wir am Ende der Saison noch auf Platz 2 stehen. Das werden wir nicht. Wenn Tuchel nicht vorher schon seine Koffer packen muss und für Dienstag gegen Lazio, habe ich ehrlich gesagt kein gutes Gefühl. Ich kann es doch gar nicht sagen, was ich für ein Gefühl habe. Ansolian, also ich fand, du warst zu gnädig mit dem Tuchel. Der Defensiv-Switch nach dem 2:1, der Schupo-Wechsel, die falsche Positionierung von Spielern und dann noch diese Harakiri-Aussage ist für mich maximal Note 5-. Ted hat mir auf jeden Fall vom Spirit her sehr gut
sehr gut, genauso ein Musiala. Kane auch nicht gut heute, hab's schon nach Bremen gesagt. Glückwunsch, Leverkusen. Jo. Na, ist doch völlig okay, dass ihr das alles ein bisschen kritischer seht. Ist doch alles gut. Ich muss aber manchmal auch mal das Zuckerbrot bringen, weißt du, und nicht nur die Peitsche. Alex, ich würde auch Kimmich, Goretzka, Gnabry nicht mit zur EM nehmen. Ja, ich auch nicht. Florian Frank. Also ich habe 1:3 für Bayern getippt, aber ich hatte schon vor Anpfiff ein schlechtes Gefühl gehabt. Den Wechsel von Opa für Musiala verstehe ich auch nicht. Was am meisten nervt, ist, dass 2 Sonntagsschüsse einfach drinne waren. GZ an Freiburg, aber gut, so ist es. Jetzt alles Gigi Lazio geben. Saar und Schupo sind ja die ersten Verkaufskandidaten, hab's gelesen. Nee, da laufen die Verträge aus. Keine Verkaufskandidaten. Ja, fairerweise muss man ja sagen, dass wir auch einen Sonntagsschuss hatten mit dem Tell, ne? Raket KR, nochmal vielen lieben Dank, ne? Vielen lieben Dank für deine Spende. Lordo Fayo? Tuchel kann es nicht. Hab das Spiel gesehen. Nach dem 2:1, Bayern spielt gut und dominiert das Spiel. Wechselt er die, meiner Meinung nach, 2 Aktivposten Müller und dann noch Musiala aus. Da wusste ich, das geht in die Hose. Schuppo lief rum wie Falschgeld. Opa musste nicht wirklich sein. Mich nervt es langsam, dass wir der FCB uns wie ein Absteiger nach einer 2:1-Führung hinten reinstellen und das Ergebnis über die Zeit retten wollen. Peinlich, sage ich da nur. Da gehe ich 100% mit. Alexander, die Mannschaft stellt sich momentan fast selber auf. Tuchel raus, sofort. Wuchti, Goretzka und Müller sowie Kimmich unterirdisch. Warum spielt Saragossa nicht? Master D, für die Liga bringt ein neuer Trainer nichts mehr. Richtig. Weil der Titel sowieso weg ist. Und das dann auch nicht fair gegenüber dem neuen Trainer wäre. In der Champions League wäre ein Weiterkommen mit einem neuen Trainer bestimmt wahrscheinlicher. Aber dafür ist es zu spät. Der neue Trainer könnte auf die Schnelle nichts grundlegend verändern, sondern müsste hoffen, dass das für das erste Spiel der Trainer-Effekt greift. Bis Dienstag wäre es also nur das Entfachen eines Feuers und das Appellieren daran, wer dieser Verein eigentlich ist und welche Ansprüche dieser Verein innehat. Tuchel wird dieses Feuer nicht entfachen können und wenn sie Lazio schlagen sollten, dann glaube ich nicht, dass das dominant geschieht, sondern eher dramatisch, vielleicht auch im Elfmeterschießen. Ja, kann sehr gut passieren. Und ja, ich gehe da mit, ne? Obwohl ich nach dem Freiburg-Spiel den Trainer entlassen hätte. Im Hinblick auf das Champions League-Spiel. Weil die erste 30 Minuten war für mich ein ganz klares Statement gegen den Trainer. Olaf Bollhorst, Tuchel schon extrem ohne Feuer. Ja. Bedflow, Tuchel wechselt anscheinend nach dem Alphabet ein, daher mussten die beiden Spieler mit Z draußen bleiben. Warum sollte sich Tuchel noch anstrengen? Im Sommer ist eh Schluss. Sympathien wird er jetzt auch nicht mehr gewinnen. Neusander, warum spielt man bei 2:1 wieder defensiv und nicht auf das 3:1? Das verstehe, wer will. Tuchel gehört sofort weg, der hat einfach keine Lust mehr. Aber gut, das hat er schon die ganze Saison gemacht, muss man fairerweise sagen. Ja? Das hat er die ganze Saison schon gemacht. Wie gesagt, ich kann immer nur das Köln-Spiel als Beispiel bringen. Da war es ein 1:0. Modloff würde ja auch sagen, das ist kein Trauerspiel bei Bayern und alles ist scheiße, aber es macht ja außer Leverkusen keiner besser. Punktetechnisch vielleicht nicht, ja. Aber fußballerisch, denke ich, gibt es einige, die das besser machen. Thieshammer Platz 9 in der Rückrunde. Ich habe mir das lange angesehen und war nicht so kritisch wie du, Kai. Aber mittlerweile bin ich der Meinung, dass der Trainer und der halbe Kader ersetzt werden müssen. Ergebnis Fußball, der nicht immer schön anzusehen, aber erfolgreich ist, schön und gut. Aber der Fußball ist nicht mal mehr erfolgreich. Wer hätte das nur gedacht? Wer hätte das nur gedacht? Ach, herrlich. Papi, wusste schon bei dem Wechsel Opa für Musiala, dass sich das rächen wird. Bayern München spielt unter Tuchel Angsthasen im Fußball. Ja, aber das hat jetzt nichts mit dem Opa zu tun gehabt. Das hat damit was zu tun gehabt, dass man die Abwehrkette da wieder durcheinander gewurschtelt hat. Mike, also bei Müller, ja, heute war er echt schlecht. Aber vor 2 bis 3 Spielen war er teils noch sehr gut. Ich würde da deswegen jetzt das nicht auf sein Alter reduzieren. Ich kann garantieren, dass ohne Müller vorne wir locker noch mehr Tore kassiert hätten. Ich kann garantieren, dass ohne Müller vorne wir locker noch mehr Tore kassiert hätten? Wo ist denn da der Zusammenhang? Wo hat Müller denn jetzt defensiv irgendwas gemacht? Oder meinst du im Gegenpressing, oder was? Letzten Endes fehlt es auch an Alternativen. Nee, du hättest doch noch Müller draußen lassen können, hättest du Saragossa auf Außen bringen können. Du hättest auch einen Leimer ins rechte Mittelfeld stellen können. Oder einen Leimer nach hinten und Kimmich ins rechte Mittelfeld. Also, immer dieses, es gibt keine Alternativen, Alter. Das fühle ich halt immer nicht.
Musiala ist die andere Option, wie du meintest, aber ich sehe Musiala einfach nicht auf der 10. Dafür ist er einfach zu unreif. Verglichen mit Wirtz ist Musiala einfach keine gute 10. Musiala war letzte Saison eine sehr, sehr gute 10. Meiner Meinung nach. Aber das kann ja auch jeder für sich selber entscheiden. Ansonsten hättest du natürlich auch alternativ noch Guerrero als Linksverteidiger und Davids auf Linksaußen. Hättest du ja auch bringen können. Wenn es jetzt um Müller geht. Nur meine Meinung. Blackhawk, diese Saison ist leider einfach nur zum Abhaken. Champions League wird auch nichts werden. Mal sehen, wie es in der neuen Saison läuft. Es wird ein größerer Umbruch vonnöten sein. Ja, auch die neue Saison wird, zumindest wenn die Leverkusener Mannschaft zusammenbleibt, werden wir kein Land sehen. Was aber auch nicht schlimm ist. Wenn wir dafür wieder eine Mannschaft sehen sollten, wo man merkt, dass sie gerne für den FC Bayern spielt. Gerrard, wir sind eben keine Killermannschaft mehr. Als Levi noch spielte, dann hat die Mannschaft für ihn und seine Tore gespielt. Und wenn wir den Gegner hatten, wo wir wollten, und dann hat er auch eine Packung bekommen. Aber für einen Harry Kane hat unsere Mannschaft seit Beginn der Saison noch nie gespielt. Vollkommen richtig. Und wie du es auch sagst, wir können nur einen Torvorsprung nicht verwalten. Das können wir nicht und das konnten wir noch nie. Richtig. Freiburg war nach dem zweiten Tor am Boden, wenigstens die ersten Minuten. Da muss man gleich nachlegen und nicht sich hinten reinstellen und auf Konter warten. Man hat ja gesehen, was die Freiburger in der ersten halben Stunde geleistet haben. Ja, bin ich 100% bei dir, Gerard. Und ja, das ist das Traurige. Dass man es nicht hingekriegt hat nach einer kompletten Hinserie. Vielleicht will man das auch nicht. Das Spiel auf den einen Stürmer zuschneiden. Ich habe keine Ahnung. Aber das haben wir nicht geschafft. Oder Torhol hat das nicht. Und damit beraubt man sich natürlich einer Waffe. Und dann ist es noch umso erstaunlicher, dass ein Harry Kane trotzdem so viele Tore hat. Ne? Jo, Folgendes ist mir während dem Spiel gegen Freiburg aufgefallen. Erstens, Tuchel hat mit dem Verein und seinen Job bei diesem abgeschlossen. Ja, ist klar, wenn du eine Kündigung kriegst. Keine Motivation mehr vorhanden. Zweitens, Abwehr bis auf Neuer wieder mal nicht auf dem Niveau, wie es für eine Champions-League-Mannschaft sein müsste. Das Abwehrverhalten unter Bundesliga-Niveau. Auch das ist richtig, wenn man sich die Anzahl der Gegentore der letzten Spiele anschaut. Drittens, daher, wo kommt denn dieser Abwehrspieler her? Kopfballspiel nicht Bundesliga würdig. Er hat es während der gesamten Spielzeit nicht geschafft, eine einzig vernünftige Flanke in den Freiburger Strafraum zu bringen. Kopfballspiel habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, kann ich dir jetzt nicht widersprechen. Zu der Flanke, der ist ein Innenverteidiger, war. Weißt du, was ein Innenverteidiger ist? Also ist jetzt kein Außenverteidiger oder Rechtsaußen, der Flanken reinschlagen. So. Er versucht es dann noch, weil kein anderer Flanken reinschlägt. Das ist dann so das Problem. Ja. Viertens, Müller-Leistung war einer Zweitligamannschaft nicht würdig. Fünftens, Kane hat sich nun erst ebenfalls Müllers, Kimmis und Goretzkas Niveau angepasst. Eine einzige Enttäuschung in einem Spiel, wo es darum geht, als Verfolger zu punkten. Sechstens, Minjay Abwehrverhalten mit dem Schatten als Licht. Mit mehr Schatten als Licht. Im Aufbauspiel quasi nicht existent. Jo. Positiv. Neuer Tell und Musiala und Guerrero. Es war zu sehen, dass diese Spieler wollten. Kane wollte auch, aber ist wohl außer Form oder ist eher frustriert. Warum Tell nicht öfter von Anfang an mit Musiala spielt, kann ich nicht verstehen. Ich hoffe, der bleibt bei Bayern. Gegen Lazio wird es kein Weiterkommen geben. Die Qualitäten und die Fähigkeiten der Mannschaft reichen nicht mal gegen schwache Freiburger. Eberl hat eine Mammutaufgabe vor sich, diesen Kader wieder in die Vorspur zu bringen. Ach ja, das würde ich so gar nicht sagen gegen Lazio. Das kann halt immer so oder so sein. Ne? Nehmen die Leistung gegen Leipzig. Wenn wir die Leistung bringen, die wir gegen Leipzig gebracht haben, kommen wir weiter gegen Lazio. Bin ich mir 100% sicher. Bringen wir die Leistung wie gegen Freiburg, kommen wir 100% nicht weiter. Gehe ich mit. Ja. Konrad, Sicherheitsfußball ist eben nicht immer sicher. Ja. Wenn man das nicht beherrscht, dann nicht. Ne? Johnny Macaroni. Ich habe von Anfang an gesagt, dass Tuchel zwar ein guter Trainer sein mag, aber er hat von Anfang an nicht zum FCB gepasst. Dieser Charakter spiegelt einfach nicht die Werte und die Bedeutung des FCB wider. Naja, jetzt wissen wir, dass eine weitere Kurzschlussreaktion zu einem miserablen Ende geführt hat. Gerard Berger, wenn wir am Dienstag rausfliegen, muss man sich gleich von Tuchel trennen, sonst setzen wir den Champions League Platz auch noch in den Sand, wenn ich mir auch das Weiterkommen wünsche, alleine fürs Finanzielle. Ja, gut. Fürs Finanzielle können wir eine Saison so schon verkraften. Ja, ich glaube nicht, dass ein Tuchel dann gehen würde. Aaron,
Hast mit vielem recht, vieles auf den Punkt gebracht. Danke. Magic Logistik. Wegen Tell habe ich so eine böse Vermutung, das war eine Trotzreaktion, da Max ihn besonders hervorgehoben hat und ihn so mal etwas demontieren wollte. Ja. Das ist traurig, ne? Das ist traurig, aber wahr. Ich habe diese Gedanken auch gehabt. Deswegen spielt er auch auf rechts, weil da fühlt er sich nicht wohl. Wäre eine wilde Sache, ja. Wäre echt eine wilde Sache und echt traurig. Und ich finde auch schade, dass er nicht wie ein Kloppo es macht, auch mal eher auf junge Wilde setzt. Nee, er setzt eher auf die alten Opas. Bin mal gespannt, wie der Rest dieser Saison so läuft, aber ich erwarte nichts mehr. Schade eigentlich. Ja, das ist ja, was ich ganz am Anfang dieses Videos auch versucht habe, so ein bisschen rüberzubringen. Meine Erwartungen sind halt auch ein bisschen weiter. Das ist aber auch nicht schlimm. Ne? Ist ja wirklich nichts Schlimmes. Michael, ich meine, dass Kimmich bestimmte Fähigkeiten hat, aber der ist schon ziemlich lange von der Rolle. Dem sollte man mal 4 Wochen aus dem Fußball nehmen und allein trainieren lassen, damit der die Birne wieder frei bekommt. Danach sollte er auch nur das spielen, was er kann, und dann wird er auch in der Nationalmannschaft wieder gut spielen. Ja, aber was kann er? Wo ist seine Posi? Das ist die Frage, oder? Weiß ich nicht. Der Fußball hat sich halt auch ein bisschen verändert. So. Ich weiß nicht, ob Kimmich da vielleicht einfach nicht mit dem Zahn der Zeit geht, wie man so schön sagt. Aristoteles Erbe. Die Youngsters ging voran. Tate und Jamal haben einmal mehr gezeigt, dass man ab sofort mit ihnen zuzüglich Pavlovic eine neue Achse aufbauen sollte. Ohne Rücksicht auf Verluste den Rest der Saison. Man hat doch nichts mehr zu verlieren und die Champions League gewinnt man eh nicht dieses Jahr. Ja, könnte man tun. Man könnte jetzt sagen, wisst ihr was? Wie gesagt, 10 Punkte nach oben, 11 nach unten. Machen wir doch jetzt mal zum Abschluss der Saison ein bisschen Talenteentwicklung. Kann das schaden? Nö. Ich denke, die paar Punkte, die wir noch brauchen, um Platz 4 zu erreichen, kann man auch mit jungen Willen holen. Ne? Würde ich voll unterstützen, aber wird natürlich nicht passieren. Günther! Und da gibt es immer noch welche, die hoffen auf die Meisterschaft. Ohne Tuchel kämen die Bayern wieder auf Trab, egal welcher kommt. GB, Korn, Diddle. GB, mal wieder vercoacht vom trojanischen Pferd. CB, ich kann mir Tuchel einfach nicht mehr geben. Ich hoffe, das war's noch. Vor Lazio mit ihm. Hab auch keine Kraft mehr, hier mehr drüber zu schreiben. CB verstehe ich 100%, Alter. Fühle ich mit der keine Kraft. Christian, Kane kam, um Titel zu gewinnen. Schon wieder? Snackmonster. Cosmic Bandido. Ganz ehrlich, ich sehe lieber ein Ausscheiden gegen Lazio als 2 Klatschen im Viertelfinale. Das weiß man doch nicht. Vielleicht hat die Mannschaft doch Bock in der Champions League. Irgendein Name. Endlich hat mal eine andere Mannschaft die Nase vorn. Dieses Rumgeheule auf Platz 2 ist ja ekelhaft. Kauft jetzt Leverkusen her und dann sind die nächsten 7 Jahre doch wieder gebongt. Ach Junge, ich würde dich... Ach komm, ich antworte da gar nicht drauf hier. User. Hallo, das darf doch nicht wahr sein. Okay, Tuchel und der FC Bayern passt nicht. Thema durch. Besser ab sofort. Aber unsere Spieler... Management, Budget, Professionalität, das alles reicht nicht, dass wir mal in dieser Saison auf den Platz gehen und einen klaren Sieg erzielen. Das, was wir gewonnen haben zu 80%, war, dass der Gegner in diesem Moment noch schlechter war als wir. Aber mal ehrlich, vergessen wir Taktik, Aufstellung und Tuchel. Die Spieler, die dann spielen können kaum einen Gegner beherrschen. Seltsam. Kai, machst einen super Job. Respekt. Lieben Gruß, Carlo. Ja, lieben Gruß zurück. Ja. Würde mich nur wiederholen, ne? Ich stimme dir da im Großen und Ganzen zu. ATP. Dyer versteht sich einfach mit De Ligt prima und deshalb kommunizieren die einfach auch viel. Sollte einfach die Stammverteidigung sein. Ja. Sie. Alexander. Jamal hat nicht nur ein Tor gemacht, er hat sich auch gezeigt und dann wird er ausgewechselt. Nur noch zum Lachen. Banja. Ich muss mich immer wieder über Tuchel wundern, dass er De Ligt verkaufen will und zum Beispiel Kim so stark sieht. Das kann kein Weltklasse-Trainer sein, der so denkt. Bevor ich eine Minute über De Ligt nachdenken würde, hätte ich schon x-fach Kim verkauft. Selbst Dyer ist für mich an ihm vorbeigezogen. Und ja, er hatte ein paar Fehlpässe. Ja, wie gesagt, man muss den Minjay da mal ein bisschen in Schutz nehmen. Ne? Guckt euch die Umstände an. Wie er zu uns kam, dass er noch nicht einmal mal durchatmen konnte und sowas. Minjay kann nichts dafür, dass Tuchel ein Fanboy von ihm ist. Ja, das können wir schlecht Minjay anheften. Das muss er halt dem Tuchel anheften. Ich glaube, Minjay kann schon eine Verstärkung sein.
Aber ja, ich denke, in der aktuellen Situation oder generell in unserer Abwehr ist ja auch letztes Jahr war ja auch schon eine Phase, ist es wichtig, dass du 2 Innenverteidiger hast, die kommunizieren. Ja, und das tun nun mal De Ligt und Dyer. Punkt. Alle anderen tun das nicht. Minjay und Opa, die laufen, weiß ich nicht, die laufen über ein Feld, als wäre der Mund zugeklebt. So, ja. Und das kannst du ja machen, wenn du eine funktionierende Mannschaft hast, wo alles gut ist, wo alles tutti läuft, kannst du sowas durchziehen. Ja, dann ist das kein Thema. Aber wenn dem nicht der Fall ist, dann brauchst du halt einfach da hinten Kommunikation. Und deswegen haben die beiden die Nase um Längen vor. Und deswegen war es auch so eine Farce, dass Tuchel das wieder auseinandergerissen hat, nur um seinen tollen Minjay dahin zu stellen. Klar, jetzt in dem Spiel hat er keine Wahl gehabt, ich meine davor, ne? Sollte klar sein. Martin, Tuchel stellt die Mannschaft auf, Musiala in die Mitte, Müller raus. Hab Angst vor Dienstag, Ruwiki. Angst haben wir niemals. Cosmic Bandido, meine Noten, neuer 3. Der leiseste Kapitän, den wir je hatten. Ja, aber das war er schon immer. Dyer 2, Kim 4, Guerrero 5, Kimmich 5, Pavlo 3, Goretzka 5, Musiala 5, Müller 4, Tell 2. Leimer 2, Davis 3, Chupo 5. Edith Kane vergessen, 3. Zizi, bravo Red, guter Mann, das Beste ist immer Katastrophe. Katastrophe! Wuchti, Wuchti, diese schnellen Spieler wie Coman, Sané, Davis, Gnabry fehlen ungemein. Michael Zemke, Kimmich ist einfach viel zu langsam. Auch oder gerade als Rechtsaußenverteidiger. Ich glaube, ich bin manchmal der Einzige, der das sieht. Gegen zum Beispiel einen richtig schnellen Flügelspieler sieht er meiner Meinung nach kein Land. Aber was soll's? Hatte heute auch schon Probleme und Freiburg hat jetzt meiner Meinung nach nicht die schnellsten Spieler auf links außen. Ja, aber hätte Kimmich doch klarkommen müssen. Kann mich natürlich auch täuschen, aber für mich hat er unter anderem Defizite in der Schnelligkeit bzw. im Sprint. Ja, dass ein Josh nicht der Schnellste ist, da brauchen wir nicht drüber reden, ja. Aber wie du selber sagtest, auch ein Grifo oder ein Günther sind jetzt nicht so die Superschnellen. Steve Richards, Meisterschaft abgehakt für dieses Jahr, aber Champions League nochmal alles geben jetzt. Hoffen wir's. Ratona Hill. Fummeliese sage ich schon die ganze Zeit. Wenn er dann ein Tor schießt, dann wird vieles verziehen. Tuchel macht alle schlecht. Denken wir uns an Knallerjosch. Il Bomba, Goretzka und Kimmich. Ich könnte nur noch Köhler der Mann. TS, du bist sehr unterhaltsam und wirklich kluge Analysen. Muss ich dir echt mal sagen. Ja, vielen lieben Dank. Yannick. Nee. Jannike? Ich weiß es nicht. Ich kann mit Josh wirklich nichts anfangen, aber heute war er die ärmste Sau. Zum einen hat ihm der jeweilige Flügelspieler null Unterstützung defensiv, zum anderen wird er dann regelmäßig von seinem IV der Viererkette überlaufen. Da musste er in der Rückwärtsbewegung die Mitte dicht machen, wodurch sein Flügel nicht besetzt war. Dyer und Tell, Müller, haben ja am gegnerischen Strafraum rumgeturnt. Das war dann aber nicht seine Schuld. Josh war deutlich besser als Dyer. Die Note für Dyer kann ich null nachvollziehen. Das war höchstens eine schlechte 4, also zumindest bei mir, da ich der Meinung bin, dass Verteidiger primär zum Verteidigen da sind. Ja, kannst du auch sehr gerne so sehen. Ne? Verteidiger sollten in erster Linie zum Verteidigen da sein. Da gehe ich mit dir. Ratona nochmal. Tuchel zerstört Bayern die Saison komplett. Aber ich frage mich, wer will diese taktische Null von einem Trainer nach dieser Saison noch für Millionen verpflichten? Ach, da wird sich schon mehr finden. Julius. Mach's gut. Nick Wies. Wir brauchen hungrige Spieler, keine Millionär-Steven. Andreas Becher. Ja, Brecher. Die 3 Minus bei Goretzka sehe ich nicht. Das Verhalten beim 2:2 war unterirdisch. Da kriegst du in der U10 mal 3 Wochen Pause zum Nachdenken. In der U10. Eieieiei, du. Die armen jungen Buben oder Mädels. Markus, ich bin der Meinung, dass Tuchel Kimmich und Müller extra exponiert, damit jedermann die schlechte Leistung sieht. Rache ist süß. Gerald Berger. Jedes Jahr wird der FC Bayern dafür kritisiert, dass er die Bundesliga langweilig macht. Dieses Jahr finde ich zu Recht. Denn 10 Spieltage vor Ende der Saison wissen wir schon, wer dieses Jahr Meister wird. Nur wir sind es nicht. Mal sehen, wie die Fußballfans dieses Jahr reagieren, ob auch gejammert wird über diese Farmers League, weil man Anfang der Saison schon weiß, wer am Ende gewinnt. Das ist ein Argument. Günther Meier, Tell muss links spielen, Musiala in der Mitte. Macht der Trainer. Hobby, reg mich nicht mehr auf, nimm's langsam locker. Hobby! Ich dachte, wir sind eine Wellenlänge. Ich bin da mittlerweile auch so. Fixie Goodman, Bayern spielt wie ohne Trainer.
Briefe an Lucille. Also, ich bin ganz anderer Meinung als du, Redmonig. Und auch anderer Meinung als der Chat. Okay, hier ist kein Chat. Da das Spiel nicht gewonnen wurde, natürlich schlecht, wie gewohnt bei uns. Und super enttäuschend, fand ich jetzt gar nicht. Aber Spielanlage, Druck war teilweise richtig gut. Kombination in kurzen Phasen im gegnerischen Strafraum auch. Es fehlt überhaupt nicht bei den Spielern, den Möglichkeiten und Anlagen und der taktischen Varianz oder Ausrichtung. Es fehlt an ruhigem Selbstvertrauen. Ich fand das Spiel ganz gut. Weiß, ihr seid alle negativ. Wer kann es euch verärgern? War ja wieder nicht gewonnen. Alter, du. Mich enttäuscht das ja auch sehr. Teile auch nicht, dass am Schluss nur gemauert wurde. Es ist einfach nicht dominant gegenwärtig. Fehlen kleine Dinge, um ein Feuer oder einen Floh zu entfachen. Stehe damit hier alleine, aber schaut euch das Spiel mal ruhig nochmal an. Erstmal ein gutes Fußballspiel und teilweise sehr gute Ansätze bei Bayern. Leider wie die letzten Monate über Tuchel hinaus ohne eigene Belohnung und der Mischung aus Ruhe im Arsch und Angriffslustigkeit. Wir sind enttäuscht, klar, aber dieses Spiel für sich genommen wäre eher eine Verheißung für mehr. Erstmal, das ist völlig okay, dass du diese Meinung hast. Völlig, ja. Wenn dir das Spiel so gut gefallen hat und so und du da nichts dran zu meckern hast, ist das völlig okay. Habe ich persönlich gar kein Problem mit. Das ist ja auch das Schöne am Fußball. Jeder soll seine Meinung haben. Der eine mag das, ist deswegen zufrieden, der andere mag das, ist deswegen zufrieden, der mag das nicht, ist deswegen unzufrieden und so. Das ist völlig okay. Warum man aber dann. Warte. Warte. Da muss ich mir den ganzen Bums nochmal durchlesen. Also, ich fand das Spiel ganz gut. Weiß, ihr seid alle negativ. Wer kann es euch verärgern, weil ihr wieder nicht gewonnen? Nee, das ist völliger Schwachsinn. Und das zeigt, dass du, weiß ich nicht, entweder verstehst du nicht, was ich hier kommuniziere oder was andere hier kommunizieren, oder du willst es einfach nicht verstehen. Was aber auch nicht schlimm ist. Ja, ich erkläre dir das gerne nochmal. Um das Ergebnis, das 2:2, geht es nicht. Es geht auch nicht über eine Niederlage in Bochum, eine Niederlage sonst wo. Es geht auch nicht darum, dass wir 10 Punkte hinter Leverkusen sind und kein Meister werden. Es geht nicht darum, dass man aus dem Pokal ausgeschieden ist. Es geht nicht darum, dass wir dieses Jahr auch nicht die Champions League gewinnen werden. Es geht darum, dass wir seit 11 Monaten verfickt scheiß Fußball sehen und keinerlei Spielphilosophie sehen und keinerlei Trainer, wo man merkt, dass der für den Verein brennt und dass Spieler da rumlaufen, als wäre ihnen alles scheißegal. Darum geht es und nicht um irgendwelche verfickten Ergebnisse, Alter. Wann geht das endlich in euren scheiß Schädel rein? Ich kann diese scheiß Kommentare nicht mehr lesen, Alter. Ja, und es tut mir leid, dass es gerade Briefe an Lucie dich trifft, aber ich kann diesen Mist nicht mehr lesen, diese Unterstellung. Ich unterstelle dir doch auch nicht irgendwas, weil du diese Meinung hast. Es ist für mich völlig fein, dass du diese Meinung hast, dass das Spiel für dich ein Aufbau war. Ja, dass das ein Fortschritt war. Ist völlig fein für mich. Ich fand die erste halbe Stunde, genauso wie es Tuchel sagt, grottig. So. Aber deswegen muss man dann noch nicht mir und dem Chat, den es hier nicht gibt, oder den anderen in den Kommentaren unterstellen, man ist ja nur so negativ, weil man nicht gewonnen hat. Nee, das ist nämlich völliger Schwachsinn. Und dann sollte man das vielleicht mal vorher nachfragen, bevor man so Mist von sich gibt. Ja? Den Rest kannst du ja gerne so sehen, ist alles fein für mich. Junge, Alter. User. Ach Leute, Liverpool fehlen 12 Stammkräfte und die reißen gerade alles ab. Ja, das ist, wenn man eine Einheit ist und wenn Spieler für den Trainer spielen. Wiki. Una Friends? I don't know. Kann ich nicht wechseln. Bernd Biesenkamp. Meisterschaft ist weg, soll jetzt mit Champions League Platz reinkommen. Hoffe, dass VfL Bochum heute gegen Leipzig gewinnt. Das hat ja nicht so gut geklappt. Rabinator. Warum Tuchel jetzt noch entlassen? Fliegt man gegen Lazio raus, gibt's eh nichts mehr zu verlieren. Von den verbleibenden 10 Ligaspielen müssen ca. 5 gewonnen werden und die Champions League ist abgesichert. Platz 2, 3, 4 ist doch völlig Wumpe. Geht's gegen Lazio weiter, ist eben im Viertelfinale Schluss. Mit oder ohne Tuchel. Die Saison wird nicht mehr anders enden. Rabinator, 100%. Ja, gehe ich mit dir. Jetzt noch rauszuwerfen. Nö. FC Bayern-Fan Forever. Bayern-Sieg wäre in der zweiten Hälfte verdient gewesen. Weiß ich nicht. Ammerhofer. Wenn sie gegen Lazio verlieren, muss Tuchel aber gleich weg. Die komplette Mannschaft bis auf Neuer, Musiala, Tell und Kane verscherben und gleich die zweite Mannschaft mit denen den Rest der Spiele spielen lassen.
Ah, der ist gut, ey. Mr. Smitty, seitdem ihr den Bayern-Bonus mehr, was? Seitdem ihr den Bayern-Bonus mehr hat, ist es euch für euch echt schwer geworden. Zum Glück, danke DFB. Alter Belly. Und tschüss. Ja, es gibt halt auch hohle Dortmund-Fans auf dieser Welt. Genauso wie es hohle Bayern-Fans auf dieser Welt gibt. Julius, glaubst du, dass der FC Bayern noch vom VfB Stuttgart überholt wird? Ja. Jet Berger, die Reaktion von Tell nach seinem Tor spricht Bände. Der hat sich einmal über sein Tor gefreut, da sieht man, was bei diesem jungen Kopf vorgeht. Ich fand was viel mehr Bände gesprochen hat, dass ganz viele Spieler in der Nähe waren, aber nicht mit dem Tell gejubelt haben, sondern Essen Pavlovic gefühlt aus 50 Meter angerannt kam, um mit dem Tell zu jubeln. Das fand ich viel sinnbildlicher. Alex, 0 Titel 2024. Salihamidzic und Kahn haben den Weg dafür erschaffen. Alexander Kette, Kimmich auch Note 6. Blind wie ein Vogel. Magic, Neuer 2, Kimmich 5, Dyer 3, Kim 4, Rafa 3, Goretzka 5, Pavlovic 3,5, Müller 6, Tell 3,5, Bubi Bambi 3, Kane 5. Günther Meier, macht Tuchel alles extra? Auswechslung und grenzt sich ein? Hans Dampf, cooler Name. Wie bestellt, so geliefert. Die Befreiung von Tuchel hat nicht stattgefunden. Also, alles wie gehabt. Am Dienstag wird die letzte Titelchance aufgegeben. Captain Kurt, Musiala hat ein schlechtes Spiel gemacht. Fragezeichen. Alexander Kette, Dyer ist ein Nuller, Note 6. Ja, so ist es. Nico Bellic, rot-weiße Grüße. Rot-weiße Grüße. Christian, unsere einzige Schwäche ist der Trainer. Naja, nicht die einzige Schwäche. Erik Dörfert, war kein gutes Spiel von Bayern. Talkie Bayern. Warte, da muss ich erstmal nachkippen. Könnte kotzen, 2 Punkte dank Tuchel und Kim mal wieder hergeschenkt. Nervt mich total. Wieso muss man einen Schuppo bringen? Wieso wechselt man nicht ein Kim aus und lässt Goretzka tief stehen? Diese ganzen Wechsel sagen Mannschaft, ich vertraue euch nicht. Deshalb jetzt noch defensiver und das ausgerechnet, nachdem Musiala die Führung macht. Es nervt einfach nur noch solche dummen Spiele zu sehen. Auch nach vorne lässt man wieder viel zu viel liegen. Gut, Meisterschaft ist durch mit dem heutigen Spiel. So bringst du Leverkusen nicht zu schwitzen. Scheiß Wechsel, Kacke von Tuchel regt mich total auf, damit auch ja alle wichtigen Leistungsträger Einsatzzeit erhalten. Lass doch die Kette zusammen. Kimmich bleibt, Müller oder Musiala bleibt auch, als wenn ein 21-jähriger Bayern-Spieler nicht mal 3 Spiele über 95 Minuten gehen kann. Lass ihn drauf. Unter Tuchel so eine Scheiß. Wie das 2:1 über die Zeit schaukeln, kann doch nur schief gehen. Wo ist das Zeichen an die Mannschaft? Wir sind Bayern und jetzt gehen wir auf das Dritte. Nö, immer schön den Finger in die Wunde legen. Bin ich froh, dass diese Zusammenarbeit am Ende der Saison endet. Diesen nach nichts aussehenden Fußball noch eine Saison mit ansehen? Zum Glück nicht. Tuchel wäre ganz gut in Italien mit seiner Spielweise. Denkart aufgehoben. Kai wünscht ein angenehmes Wochenende, mir Samir ein Leben lang. So sieht's aus. Hoffe, du hast auch ein schönes Wochenende. Okay. Ratona nochmal. Tuchel wie immer unterirdisch. Adrian, Kim finde ich aber auch ein Phänomen. Der nimmt die Bälle so komisch an und wirkt so unsicher in seiner Ausstrahlung als Neuer und restliche Abwehr hätte ich Angst vor ihm. Hoffe, der steigert sich deutlich. Habe ich ja schon ein bisschen was zu gesagt. Max Albert, die Leistung gegen Leipzig wurde hier stark geredet. Ohne Einzelleistung von Kane wäre es nicht dazu gekommen. Viele bleiben ja bei ihrer Meinung, Tuchel auch gegen Lazio auf der Bank zu lassen. Ich habe persönlich die Leistung gegen Leipzig nicht stark geredet. Ich habe sie auch objektiv betrachtet, meiner Meinung nach. Aber gut, wenn du das anders empfunden hast, dann ist das so. Tribe, die Meisterschaft ist endgültig entschieden und wer das immer noch nicht realisiert hat, sollte schnellstmöglich aus seiner Traumwelt entkommen, weil unabhängig davon, dass Leverkusen sich diesen inzwischen verhältnismäßig gigantischen Vorsprung ohnehin nicht mehr nehmen lässt, fällt mir aktuell bei der gesamten Mannschaft der Glaube, dass man bis zum Saisonende konstant auf Top-Niveau abliefert. Ja, keine Chance. Kann diesen Trainer einfach nicht mehr länger ertragen und habe mittlerweile fast schon das Gefühl, dass ein Thomas Müller als Spielertrainer keinen schlechteren Job machen würde. Ich kann es 0,0 nachvollziehen, wie man als FC Bayern dessen Anspruch es ist, gegen einen mittelmäßigen Bundesliga-Verein, bei allem Respekt für Freiburg, aber deren Serie in der Bundesliga war bis zum heutigen Spiel mehr als nur durchwachsen,
immer noch ein Tor draufzulegen oder zumindest das Spielgeschehen weiter zu dominieren und dann einen Offensivspieler für einen Defensivspieler rausnimmt und somit komplett ausgenockte Freiburger wieder zurück ins Spiel bringt und zu Chancen kommen lassen. Immerhin durfte Mathis seinen ersten Bundesliga-Startelf-Einsatz seit über einem Jahr feiern und konnte auch direkt mal demonstrieren, dass er sich diese Chance auch verdient hat. Nicht nur aufgrund des Tores, nein. Seine Defensivarbeit hat mich vollkommen überzeugt. Also mich hat die erste halbe Stunde so gar nicht überzeugt. Bin ich ganz ehrlich. Ich bin super Tell-Sympathisant. Ich mag den Jungen sehr. Aber ich weiß nicht, was da für eine Absprache war. Die war aber eine Katastrophe mit Kimmich. Ja. Vielleicht auch geschuldet, weil er ständig die Position gewechselt hat mit Müller da vorne. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das am Anfang nicht gut. Das wurde dann mit ein bisschen Verlauf, wurde es besser, ja. Aber da war auch wie wir es hier auch schon stehen hatten, da waren Kimmich schon echt teilweise auf sich allein gestellt, ne. Sein Defensiver hat mich vollkommen überzeugt. Mehrmals nach hinten gearbeitet, versucht sich den Ball zurückzuerobern. Manchmal hat es funktioniert, manchmal auch nicht, aber im Großen und Ganzen auf jeden Fall ein gelungenes Startelfdebüt in dieser Bundesliga-Saison. Nur schade, dass er am Dienstag wahrscheinlich wieder für Leroy Platz machen muss. Ja. Und zu Goretzka? Komm, hör mir auf. Ich sag besser nichts zu seiner Nichtleistung, sonst muss ich noch befürchten, dass mir der Account gesperrt wird wegen nicht jugendfreier Begriffe. Ach ja, schön, Leute. Schlonschuppe. Miesester Bayern-Trainer Elver, völlig planlos und apathisch. Raus mit dem. Der Blutfarmer. Der Eberl-Effekt war ja gegen Freiburg bereits zu sehen. Burnout-Syndrom beim ganzen Team. Da kriegst du kein Herzchen für. Peter Lünnemann. Moin Kai. Ich fasse mich heute kurz. Tuchel raus, jetzt. Allein die Wechsel heute schon wieder. Opa für Musiala bei Führung. Muss man das verstehen? Das am Dienstag wird schief gehen und sollten wir weiterkommen, gibt's im Viertelfinale halt Haue. Bin mit der Saison fertig. Lass uns zusehen, dass wir die Scheißsaison einigermaßen vernünftig zu Ende spielen und dann ist auch gut. Ja, anders kannst du die Saison ja leider auch nicht mehr sehen. Also, welche Ziele sollten wir jetzt noch verfolgen? Ja, Champions League. Wie gesagt, immer mal abwarten. Immer mal abwarten. Man kann es nicht vorhersehen, aber dass wir da irgendwie nur annähernd irgendwelche Gedanken haben, da irgendwie weit zu kommen, ich denke, das sollte außer Frage stehen, aktuell leider. Jana Garz, was heißt denn immer wild und was ist der Impact? Benutze gewöhnliche Worte, um Ungewöhnliches zu sagen. Schopenhauer. Ja, wild, ne? Ein wilder Kommentar von dir. Legion Ratisbona. So kann es bis Ende der Saison nicht bleiben. Man sollte Tuchel beurlauben. Es ist eine Frechheit. Wie man einen Trainer, der alles andere als Lust hat, noch durchzieht. Holt einen Interimstrainer. Tutti. Der Tuchel kommt gegen die Arroganz von bestimmten Spielern der Mannschaft nicht an, von denen, die in Katar schon die Redelsführer waren. Old Dirty Bastard. Es geht nur noch darum, die Saison zu Ende zu bringen. Wir fliegen am Dienstag aus der Champions League und gut ist. Wir müssen die Scheiße einfach nur zu Ende bringen. Klicklack, viel zu gut die Benotung. Für mich außer Neue alle zwischen 5 und 6, vor allem gegen eine Mannschaft wie Freiburg. Maya Theresa. Warum ist der FCB und die Nationalelf gerade scheiße? Was könnten dort die Gemeinsamkeiten sein? Bayern hat die Chance, diesen Fehler zu beheben und sich der ganzen Top-Nationalspieler zur nächsten Saison zu erledigen. Nein, kein neuer. In der Nationalelf müssen wir leider warten, bis diese Gewinnergeneration sich herausaltert. Zwischenzeitlich tauschen wir Trainer. Nö, du musst halt einfach nur einen Nationaltrainer haben, der die Eier hat und zu sagen, ich hole die Spieler nach Leistung hier rein und nicht nach Name. So, ganz einfache Kiste. Nur weil man bei Bayern spielt, heißt das nicht, dass man Nationalspieler sein muss. Wenn man schlechte Leistung bringt seit 1,5 Jahren, dann hat man auch kein Recht, in der Nationalmannschaft zu spielen. Bio erster, aber Seiner noch hat Leverkusen nicht gewonnen. Du Belly. Sorry. Sorry, ey. Sorry. Sorry. Ja, mittlerweile hat Leverkusen ja gewonnen. Du Belly. Alex Morgan. Langsam sollten sich die Bayern an dieses Bayern-Niveau gewöhnen, denn es wird nicht besser werden. Vor 2010 war doch Bayern international ein Trainingspartner für die Top-Clubs. Die Champions League 2010 Finale gegen Inter Mailand. Ja, natürlich, man ist ein internationalen Trainingspartner, wenn man ins Champions League Finale kommt. Ist logisch, oder?
Merkst du selber, oder? Ich hoffe. Sonst muss ich dir dann nochmal erklären, habe ich gerade keine Lust zu. Selbst national wurden sie von Dortmund 2 Jahre vorgeführt im DFB-Pokalfinale mit 5:2 absolut lächerlich gemacht. Ich weiß gar nicht, was die Bayern-Fans haben. Bayern hatte nach 1977 nur 2 Champions-League-Titel und der 3. Titel wäre ohne Covid nicht möglich gewesen. Das ist wirklich zum Lachen. Diese Champions-League-Titel können Mannschaften wie Chelsea und der FC Porto auch vorweisen. Und der allergrößte Lacher ist, dass ausgerechnet Toni Kroos ganze 5 Champions-League-Titel vorzuweisen hat. Was erlauben Bayern? Mit Eberl haben sie jetzt einen Mann, der sie auf Gladbach-Niveau bringen wird. Alex Morgan, du bist ein richtiger Experte, Alter. Ja, 3. Trainervorschlag Sandro. Nächste Saison mit Spieler Co-Trainer. Dann mit Co-Trainer Thomas Müller 25. Nee. Holger Grinius. 1 Punkt gewonnen. Köln gewinnt morgen. Herrlich. Ich finde eure Zuversicht manchmal traumhaft. Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Das waren eure Kommentare, waren ja ein paar lustige dabei. Vielen lieben Dank dafür. Wie immer an dieser Stelle vielen lieben Dank für euren Support. Oder? Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist nicht ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.